Marius alle. Das ist wirklich ein sehr schöner Morgen von dir. Klar, die Sonne scheint. Makelt het Wetter, es wird frisch, aber doch möglich. Spät sich so, wenn so ein schönen morgenhafte Sonne klar scheint, das merkt dem Leben ja und weicht dann auch ab. Wenn wir unsere Städte nehmen, dann wollen wir anfangen mit unserer Botschaft von Marius. Und wenn die keine Bulletin haben, weil wir die Übergründe sind, was bekommen merken, was wir bekommen merken. Erstens, Nummer 1, Dinsdag, klok 7 zu Overs, das ist gewöhnlich, kommt die Jugend hier bei der Taub am Bible Study zu haben. Und dann Nummer 2, Donnerstag, klok 7 zu Overs, als für der Ladies Fellowship, für alle Frühs, kommen hier Taub. Und das ist für alle Frühs, wie man die hören hier nicht haben, glaube ich nicht. Und ich weiß, das hat einmal sehr gesehen, meine Frühe, wenn es erst von deinem Haus kommt, all die Menschen sagen, sie haben sehr schön Ohren gehabt, also weil wir an so einem Frühs Tauroden zu fahren. Und dann Nummer 3, Sinnung, klok 8 zu Marius, haben wir Mana, das ist für uns Mana, so wir haben auch eine gute Zeit taub. Für uns Mana Frühstück zu haben bei Scotty's Restaurant in Tilsonburg. So, wir sind alle eingeladen dort und das war dann Bär und der Ferien, wo ihr kann absehen, wenn die geräten haben zu fahren. Wir gleich zu weiten, wie viel de fahren down, und ich habe da bei dem Restaurant, wenn es weiten down, für wie viel sie reden mehr anselben. Also dort absehen dafür. Und dann auch Sinnund, klok 6 zu Overs, als war der Gebetsstunde für die ganze Familie. Wir laden jedem an, die ganze Familie anladen, zur Gebetsstunde kommen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir beten dann einer für den anderen, dann wir brauchen einer den anderen. Jedes Mal, wenn wir hier taub kommen, dann hier wie, wo Gott Gebete erhören wird, und wir können auch einmal hören, wo viel es fehlen wird um Gebete. Also, viele Menschen beten für Jünd, und ich glaube, das ist nötig, dass wir kommen und auch teilnehmen daran und beten einer für den anderen. Also wir sind alle eingeladen, die ganze Familie. Und auch noch ein Ding, ich glaube, was gut ist, dass wir an sich hängen, wenn wir das mitbringen, dann von klein an lernen, wie wichtig das ist, beten einer für den anderen. Wenn sie von klein an lernen, dann weiten die dort von klein an, dass das nötig ist. Und in der Not sagt, dass die Phonbeker sind dreid. Die Bilder von Beker sind drei, die sind zu haben hier bei der Library für $10 Stück. So, kann ich ihn da holen. Und dann sagt er, Congratulations to Richard und Prim Kozuli. Gott hat ihn gesehen mit einer Tochter. Der Name ist Johanna Namuga. Die wissen gleich, ich kann sie Namen, soll ich sprechen, nicht? Also, wir freuen uns mit und mit. Und noch ein Ding, was ich will bekannt geben, was mir gesagt wurde, ist, die Peter Janssen, mein Gott, war einen Heart Attack gehabt, gestern zu Overs. Und er ist in London Hospital, da haben sie den untersucht, haben gesehen, was sie wollen tun mit ihm, wo wichtig das ist, wo schwierig das ist. Also, wenn wir bei uns beten für Peter Janssen, er hat eine Station 3 eingeatmet, und nu, ich weiß nicht, wo genau das, was war, sein, aber er hat einen Heart Attack gehabt. Und ich glaube, das sind alle Bekanntmachungen, die wir haben, weil wir wieder gehen, unser Herz nähen am Gebet. Vater, himmlischer Vater, wir kommen für die von der Samarias. Wir danken dir, Herr, für dass die Gelegenheit war, dass der Taub zu kommen. Und wir danken dir, Herr, dass wir die anrufen zu allen Tiden und dass wir die anbeten, Herr, dass du uns Vater bist, uns himmlischer Vater, uns allmächtiger Gott, der alles geschaffen hat, im Himmel und auf Erden. Und wir wissen auch, dass du alles regieren, das Gott, und deswegen rufen wir die an von der Samarias, und wir danken dir für diesen Platz, den wir haben, wo wir können uns das versammeln, die Freiheit, die wir haben in das Land, dass wir können, dass das unverfälscht zu sein, uns hier taub treffen, ist das. Gott, ich bete, dass du hier in unserer Mad regieren und alles, was wir tun von der Samarias, dass du musst deine Kraft können beweisen, hier durch alles, was hier getan wird von der Samarias. Gott, ich danke dir für alles, was hier getan wird. Ich bitte, dass wir möchten tun, was dir gefallen hat. In der Sonntagsschule, ich bitte, dass du musst regieren, dass du musst den Schüler da mit den Jäs fallen und leiden, dass die Schulkinder können die Wahrheit lernen, die nahe Kinder, auch die Erwachsenen, dass du musst die Stärke beweisen von der Samarias, Herr. Und ich bitte auch für, nicht bloß hier für uns, aber für unsere Umgehend hier, wo immer die Kinder sich versammeln, dass du musst zu jähen sein, weil wir wissen, dass du bist ein Gott, der da alle Wegen kann sein, zu allen Tiden.
moest die door sterk bewijzen, wo immer die Kinder zich verzamelen doen, Herr. En ik bid voor Milverton dat u door moest zijn met die in Jes en de Leiden en die woord door moest verkinderen, daar die in Dina en ook in Tilsonburg en in Springfield en ook in Leamington. Ik bid voor Herman en Helen, maar die door hem voor en doen, dat u moest inleiden en vieren, dat zij mochten met door gelijkelijk komen, ook trainen huis, Herr, wat moest u door daar aanreden te de verzameling door. En we danken, Herr, voor iedereen, voor alle dingen wat die woord verkinderen doen, wellig, wat de wel zijn, zich laten te leiden van die, dat u moest reden, daar die te dienen kinderen. En ik bid hier voor ons van jou, in deze maand, Herr, dat u moest ook reden, daar die dingen te ons. Ik bid voor iedereen, der uitgekomen is, Herr, dat u moest werkelijk te iedereen reden, dat wat in iedereen fehlen, dat we mochten dat creëren, dat we mochten moed creëren en moed voeren, dat en wat u alles wat u te ons reden deed. Das mocht u durch die deiner Isaac Burkhardt reden, ja am die Wort, ja am der Freiheit, die Wort fertig bringen, so die am dat die Gift hast, Herr. Und ich bete, Herr, besonders von der Samaris bete wie für die Peter Johnson, Herr. Du weißt, wo mit am ist, wo ist, und was du mit am was, Herr. Ich bete, dass du musst jähen sein, wie enden, dass sie mochten die sehr dicht befeuern, besonders nie Ruhes, Herr. Und ich bete auch für Mumti Johnson, dass sie mochten unterstützen und bei sein, musst du dir viel Geduld geben und Kraft geben, das durch zu führen, Herr. Was immer du weißt mit das, wir weiten dort, Herr, dass du bist, der wird regieren, das, wir weiten einmal nicht, wir Frauen uns einmal woran, aber wir weiten dort, du bist ein Gott, der nicht Fehler merken das. Und du hast einen Plan mit das, Herr, musst du wiesen und wirklich ein Segen geben, in Ruhe geben, durch diese Zeit, Herr. Und ich danke dir noch einmal für, dass wir das gelernt haben, hier von der Samaris, der Top zu kommen. Musst du die stark bewiesen, durch Hans. In die Namen beten wir mit Danksagung. Amen. Aber David Decker wird uns leiten mit den Gesang, nur dort wird Isaac Becker uns mit der Botschaft ein. Marius, wir singen mal 219. Auf selber Tag, 219. O selger Tag, an dem mein Herz dich fand und Jesu Heiland, Vater für immer bange Schmerz, Tag und Gewissheit, Schuld und Pang. Selger Tag, der Jesus wusch von Schuld mich rein, ihm will ich beten und gänzlich mein, will preisen ihn und fröhlich sein. Selger Tag, der Jesus wusch von Schuld mich rein. Der Glaubensschritt ist nun getan, ich bin des Herrn und ist mein. Er zog mich und ich nahm ihn an, wird ich nun nicht glücklich sein. Selger Tag, der Jesus wusch von Schuld mich rein. Ihm will ich beten und gänzlich mein, will preisen ihn und fröhlich sein. Selger Tag, der Jesus wusch von Schuld mich rein. Dann Ruf an Wild, erlöstes Heil, denn hier ist jetzt der Hilf und Heil. Ist deinen Sünd, jetzt Himmelwelt, in Jesu Welt ein Erb und Teil. Selger Tag, der Jesus wusch von Schuld mich rein. Ihm will ich beten und gänzlich sein, will preisen ihn und fröhlich sein. Selger Tag, der Jesus wusch von Schuld mich rein. Dir dienen sein, mir Heil gepflegt, mein Leben täglich dir dich bei. Und bis das auch im Tod mir bricht, für mich die Gnade so reich und frei. Selger Tag, der
Jesus wurscht von Schuld mich rein. Innerlich neu und gänzlich wahr, will preisen ihn und fröhlich sein. Selger Tag, da Jesus wurscht von Schuld mich rein. Marius. Die werden Bulletin al design haben mein Thema von der uns Marius ist mit alle Menschen in Frieden, mit alle Menschen Frieden haben. In Römer 12, Vers 18, da sagt Paulus, wir sollen alles tun, was wir können, um mit allen Menschen Frieden haben. So viel uns an uns liegen wird, wir sollen das ansehen, dass wir können Frieden haben mit allen Menschen. Und das ist nicht immer möglich, mit allen Menschen Frieden haben. Das sind einmal Menschen, die nicht eine Frieden segnen, die bloß eine Unfrieden segnen, so das ist dann nicht möglich. Aber wir als Christen, wir sollen alles tun, was wir können und ansehen, so dass wir können Frieden haben mit allen Menschen. Und wenn die in der Bibel haben, wenn die nach Römer 14 gehen, das wird meine Botschaft von Römer 14, den ganzen Kapitel von 14, Kapitel 15, Vers 7. Und das, was Jesus beten da in Johannes 17, er betet für die Glaubenden, dass sie würden in Einigkeit sein, dass sie würden so eins sein, dass er in die Fuhre einbieren, so das, was er beten da, dass die Jünger würden in Einigkeit leben. Und wir wissen, dass die jüdischen Christen, die hatten ein bisschen Trouble, die hatten Trouble mit den Herden Christen anzunehmen, die wollen nicht mit denen zu tun haben. Aber Petrus einmal wiesen, dass er soll sich nicht zurückhalten, er soll dort nicht erinnern, was Gott gereinigt hat. Wir wissen, dass die Geschichte, wo Petrus das große Lehrung faltieren sein deit, wo Gott haben sie, dass er soll schlachten und eten. Er sagt, oh nee, Herr, ich kann nach Himmel nicht was erinnern zu eten. So Gott weiß Petrus durch, dass er soll nicht dort erinnern, was Gott gereinigt hat. Und Paulus, der hat auch sehr strenge Wert für die Christen in Korinth, für dort, dass sie sich gestritten leiden, in Zanken leiden, und dass die Spannung wären. So hat sehr strenge Wert für die. So, Gott sehen wollen, dass wir als Christen, wir sollen in Frieden leben. Und wir lesen in Epheser 2, Vers 14 und 16, dass Jesus Christus auf sein Leben gegeben, sodass er von der Bett einem neuen Menschen merken kann. Und ein Volk, so die Gemeinde Gottes, das ein Volk, das ist bloß eine Gemeinde Gottes, und das sind alle die Glaubenden, die die wahre Geboren sind von Herrn. Und wir sollen in Frieden leben, einer mit dem anderen. Because dort ist das Bild, was wir die Welt geben, von wer Gott ist. Und die wissen, dass das nicht immer leicht, die Einigkeit und Frieden nicht immer leicht. Und die erste Tag dann, die Trouble, die hatten Trouble in einem anderen Unternehmen, besonders die Schwachen hatten Trouble, die Starken zu rechten. Und die Starken hatten Trouble, die Schwachen zu verachten oder auf die Rauf zu checken. So, die wird Trouble. Und das ist von der und da nicht leicht, Einigkeit oder Frieden kommt nicht immer leicht. Wir machen uns Porte zu tun, wir machen noch streben, so das kommt nicht immer leicht. Und wir haben von der und da in alle Zeiten, die sind von diesen beiden Menschen, von beiden Sorten Menschen, die sind Schwache und Starke, in jeder Zeug von der beiden. Und hier in Römer 14, da habe ich eine Ermutigung für die beiden Seiten, für die Schwache, für die Starke. Und ich glaube, mir ist das Kapitel sehr wichtig. Wenn wir dort leben, dann wo wir in Frieden leben, einer mit dem anderen. Das Paulus sagt, wir sollen alles tun, was wir können, mit allen Menschen Frieden zu haben. So, wenn die Römer 14 haben, werden wir die mal überlesen. Das sagt, nehmt die ab, die nach schwach und loben sind, aber nicht über ihre Meinung zu urteilen.
Einer glaubt, er kann irgendwas eten, während der Schwache bloß die Mies art. Wer du eten dat, soll den nicht verachten, der du nicht art. Und wer nicht eten dat, soll den nicht rechten, der du art. Wils Gott hat am Bett angenommen. Wer bist du, einen anderen sein Knecht zu rechten? Dort erst für seinen Herrn, dort er steht oder fällt, will sein Herr kann am Abreich holen. Ein Mensch hält einen Tag hecher aus den anderen, andere meinen, die Deu sind alle überein. Und das muss sich ein jeder an seine Meinung sicher sein. Wer sich an verschiedene Deu hält, der dort zum Gott zu ehren, und wer eten dat, Art Gott zu ehren. Wils hei dank Gott, während die nicht eten dat, auch Gott dank und am zu ehren nicht art. Keiner lebt sich selbst, und keiner stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir vor dem Herrn. Oder wenn wir sterben, sterben wir vor dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir hören den Herrn. Dort erst wird Christus starb und war zum Leben kam. Dort hei über Bett, Tode und lebende Herr sein können. Über die, warum reichst du deinen Bruder? Oder die, warum verachtest du deinen Bruder? Wir mochten alle für Gott seinen Richterstuhl stunden. Du steht geschrieben, so sicher als ich lebe, sagt der Herr, für mich waren sich alle Kneien biegen, und alle Zungen waren bekannen, dass ich Gott sie. Du wegen muss ein jeder von sich selbst für Gott Rechenschaft geben. Weil wir dann nicht mehr einer den anderen rechten, über uns Leiber vernehmen, dem Nächsten nicht ein Hindernis an seinen Weg zu senden. Ich weiß, und durch den Herrn Jesus wird mich daran sicher, dort nicht für sich selbst allein ist, über wer sich was allein denkt, für den ist dort allein. Aber wenn du deinen Bruder startst, durch dort, wo du eten darfst, dann bist du nicht leichttulich an deinen Wandel. Bring den nicht an den Grund durch den Eten, für den Christus gestorben ist. Lass dort nicht so weit kommen, dort durch über gelastet wird, was für die gut ist. Dort Gottes Reich ist nicht eten und trinken. Dort ist Gerechtigkeit und Friede im Heiligen Jesus. Wer Christus daran dient, und dem hat Gott ein Gefallen und kann für Menschen bestunden. Weil wir streben zu tun, was zum Frieden dient, und wodurch wir einer den anderen helfen. Da wir in den Eten nicht Gott sein Werk an den Grund bringen. Dort ist alle rein, aber dort ist nicht reich, was zu eten, wodurch ein anderer zu voll kommt. Dort ist besser, nicht Fleisch zu eten oder Wein zu trinken oder irgendwas was zu tun, woran die Bruder sich steht. Hol ihnen Lohn über so eine Dinge zwischen dir und Gott, glücklich ist der Mensch, der sich nicht schuldig fühlt, über dort, was halt live reich zu sein. Wer über ein Zwiebelart merkt sich schuldig, will es dort kommt nicht in den Lohn. Was nicht in den Lohn kommt, ist Sinn. Wie die du stark sind, sollen die Schwache ihre Schwache trauen helfen, und nicht ans selbst zum vollen Leben. Weil wir alle unseren Nächsten zum vollen Leben, dort am dort zum Guten und zum Abbühen deinen kann. Sogar Christus lebt sich nicht selbst zum Gefallen, aber so es geschrieben steht. Dort, wo man sie, die beleidigen wollen, es hat mir gefallen. Was immer vorher geschrieben wir geschrieben, dort wir durch lehren sollen. Dort wir durch die Geduld und den Trost und die Strafwürden Hoffnung haben. Und mochte Gott von den Geduld und Trost haben, die dort schenken, dort die in Christus Jesus einig sind, dort die alle taub einstimmig an den Herrn Jesus Christus, seinen Gott, in Führer loben. Nehmt ihn und ihren einander so ab, als Christus dient, Gott zu ehren, abgenommen hat. So, hier haben wir eine Ermahnung für die Bett, für die Schwache, für die Starke. Und das redet hier von Fleisch her. Ich will dir das sagen, wir haben von der habe ich mal ganz nicht den Trouble wegen Fleisch her und so eine Sachen. Aber zu der Zeit, dass Paulus das schrieben,
Du wordt Fleischjab hat aufgetan an den Tempelstuhl. Und die schwache Juden Christen, die wieder in den Glauben gekommen, die dort hatten Ei sein, dass sie alles Frieden hatten, die hatten noch nicht das Frieden gewesen, die wieder noch der Meinung, wenn sie von dem Fleisch essen, dann leiden sie sich verarbeiten. So dort ist dieser Bruder Paulus das sagen, aber wie fängt das hier wieder, wenn wir nicht mit den Trouble haben, von der Fleisch täten, wir weiten das alles erst rein, was Gott gemerkt hat, und wir können das alle essen. Aber das ist irgendwas zu tun, was an den nächsten Städten dort wo Paulus hier nicht ist. So, das ist nicht bloß ein Fleisch essen, aber das ist irgendwas, was wir tun, wo wir an den nächsten Städten, dort ist das wichtige Part, was ich hier mal nehmen. Und so, das erstens, die Schwachen, die haben Trouble mit den Starken zu rechten. Und das ich sehe, dass Christus hat bloß eine Gemeinde. Und Christus ist eine Gemeinde als Hauptgestalt von allen Sorten Menschen, von verschiedenen Hintergründen und verschiedenen Religionen. So, dann können wir uns damit feststellen, wenn wir diese Menschen alle haben, von verschiedenen Hintergründen und von verschiedenen Religionen, wo sie sind abgebracht, verschieden abgebracht, verschieden gelehrt. So, wenn die alle top sind, dann können wir uns denken, dort Frieden kann da nicht einmal leicht sein, aber wie machen wir was tun, wie machen wir streben. So, die, was schwach sind, und wir weiten dort, wir sind, viele von uns sind durchgewaschen, wir sind viele Dinge, wo wir sind abgewaschen, was wir einmal geläuft haben und was uns gesagt wird, das ist erreicht, dort kann ich nicht tun. Und nu, was wir sind in Glauben gekommen, wir haben das angesehen, wir haben Freiheit zu diesen Dingen, aber wir sind da fertig nach schwach und wir weiten das alle, dass das nicht leicht die Dinge zu tun lassen. Nur das ist wichtig, dass wir das betrachten, denn wenn uns die Wissen uns noch nicht ganz frei lässt oder Tag lässt, dann haben wir besser dort nicht zu tun, um uns die Wissen klar zu holen. So, weil erstens mit Checken, wo die Schwache nicht sagen, die Starke rechten. Und im ersten Fall, du sagst dort, zweite Fall, so sagt der einer gleich, er kann irgendwas eten, während die Schwache bloß die Miesart. Wer du eten tät, soll den nicht rechten, den nicht verachten, der du art. Und wer nicht eten tät, soll den nicht rechten, der du art. So die, was du nicht eten tät, die Schwache, was du noch läuft, er kann was Dinge nicht tun, die soll nicht ab darauf checken, was diese Dinge tun. Because dieser hat die Ersatz gekriegt von Gott, dass er diese Dinge tun kann. So du wenn wir schwach sind, dann sollen wir den nicht gut rechten. Jetzt, wenn wir in Gott sind, lesen sollen, und wenn wir von Wort vermummt werden, dann müssen wir einmal dort verantworten, nicht für den Nächsten. Nicht, wenn ich nur sage, oh, das ist Arreich, und dann eine andere checken, und dann sagen, hey, das, und dann gehen den Fuß rechten oder den verdammt. So dann sagen wir ganz an Arreichen. Wenn wir so eine Ermahnung haben, dann müssen wir dort ein anderes Leben anwenden. Und wenn wir dort tun, dann wollen wir wiederkommen. Und ich glaube, das ist ein großer Part, uns Christen, dort wir wiederkommen, dort wir wissen, an uns christlichen Leben, dort wir andere nicht rechten. Solange wir andere rechten tun, wollen wir nicht wiederkommen. Aber wenn wir dort wollen, uns in das Leben anwenden, wenn wir was haben, was uns vermuten hat, wir dort uns selbst anwenden tun, dann wollen wir wiederkommen und wissen. Aber nicht, wenn wir kurz eine andere checken, wenn wir vermummt worden, eine andere checken, wenn die das selber tun, dann kurz nicht reingehen. Wir müssen dann denken, dass wir haben die Herrschaft von Spät angenommen. Und wer sei wie einer den anderen zu rechten. Und in der vierten Fall sagt er, dies alles, was Gott gemerkt hat als gut, und alles, was einer mit Dank annimmt, wird nicht weggeschmissen worden. So die Stärke hat das Erkenntnis, dass er kann alles eten, nicht? Wenn er dir bedanken hat, er kann auch alles eten.
Und wie, die schwach sind, wie Schwache, wie sollen die nicht gut rechten, because they have all their Erkenntnis. So wir haben bloß noch mit mehr zu lernen. Und du ist es so wichtig, dass wir noch Frieden sehen, dass wir die Dinge in uns Leben umwandeln, wenn wir Dinge lernen, was noch arg sind. Ich glaube, wir sollen die nicht tun, because wenn wir dort nicht mit Frieden gewassen tun können, dann sollen wir warten, dass wir in Frieden gewassen haben, dass wir die Ersicht haben, dass das reich ist für uns. In der 14. Vers sagt Paulus auch, ich weiß, und durch den Herrn Jesus wird mir durch ein sicher, dass nichts für sich selbst allein ist. Aber wer sich was allein denkt, für den ist dort allein. So Paulus wird stark, er weiß dort, dass nichts sich allein wir, so er weiß dort, er hat die Erkenntnis. So er teilt man die Stärke nicht. Und wer sich über was allein denkt zu sein, für den ist das arg. So wenn wir uns was denken, was Sinn ist, wenn das wirklich nicht ist, aber wenn wir uns das denken, Sinn zu sein, dann ist das für uns Sinn, und dann gehen wir jetzt uns gewassen, und dann haben wir gesündigt. Und der 4. Vers sagt dort, wer bist du, einen anderen sein Knecht zu richten? Das ist für seinen Herrn, dort steht. So hier bringt Paulus sozusagen ein Arbeiter, wenn ich nu sein Minute hat ein Arbeiter, und ich sage Dinge, was er da, dann seine Arbeit, was nicht gut wird, was ich sage, er soll die anders tun, und ich gehe und sehe den fair, was er tun soll, was er nicht tun soll. Sagt er, wer bist du, einen anderen seinen Knecht zu richten? Der sagt, das ist Christus, uns Bruder ist Christus in deiner. Wer sind ich, den Grund zu richten oder den Grund verdammen, für dort, was er tut? Wir müssen dann denken, dass wir sind alle durchgewesen, wir sind alle schwach gewesen, und Gott hat viel Geduld mit uns gehabt, so warum würden wir so leicht reich sein in anderen Gründen richten? Jeff am Tiet, ich darf bloß an mich selbst denken, nach vielen Jahren, 10, 15 Jahren, wo ich noch sehr anwesend war. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er so viel Geduld gehabt mit mir. Und du musst wieder immer an denken, dass wir Geduld haben mit dir, dass wir nicht hutzreit sind, die zu richten oder die zu verachten. So es ist sehr wichtig, daran zu denken, dass das uns Bruder, für den der Herr gestorben ist, und dass es für seinen Herrn dort stunden wird. In der 10. Vers sagt er, aber du, warum rächst du deinen Bruder? Oder du, warum verachtest du deinen Bruder? Wir müssen alle für Christus in rechter Stelle stunden. Du steht geschrieben, dass so sicher als ich lebe, sagt der Herr, für mich waren sich alle Knie behen und alle Zungen waren bekennen, dass ich Gott sei. Du wirst muss in jeder sich selbst für Gott Rechenschaft geben, weil wir dann nicht mehr einer den anderen rechten, über uns Leiber vernehmen, den Nächsten nicht ein Hindernis an seinen Weg zu sein. So, das ist wichtig, dort zu betrachten, dass es nicht unsere Sache zu rechten. Rechten ist Gott seine Sache. Wir wollen alle für Gott stunden und er wird uns rechten, nur dort noch was wir tun haben. Und die anderen da wollen die nicht für uns stunden und für Rechenschaft auf dem, für was sie tun haben. Jeder Einzelne wird für Gott stunden und Rechenschaft auf dem, für dort, was er tun hat. So, weil wir nicht unsere Rechten, weil wir nicht die starke Rechten und sagen, dass sie arg sind und dort, was sie tun, weil wir lieber Zeit geben, und dass wir auch wissen können, dass wir zu der Erkenntnis kommen, dass wir Freiheit haben, zu diesen Dingen zu tun. Und ich weiß, das ist schwer, ich weiß, dass wir für mich nicht leicht sind, die Dinge gut zu lösen, was ich haben gelebt hat, wir arg wären, und die wären wirklich nicht arg, aber wir wissen, dass das nicht leicht die Dinge gut zu lösen. So, das braucht Zeit, du an zu wissen, und was der Herr uns das offenbaren hat, dass wir in Frieden gewassen haben, dass wir die Dinge tun können. So, aber was wir durchgekommen sind, müssen wir abpassen, dass wir nicht dass wir die nicht rechten tun. Und der alte Vers sagt, dass redet untereinander nicht schlechtet nur, meine Brüder. Wer schlecht von seinem Bruder redet und am rechten tät, redet jeden das Gesetz und recht das Gesetz. Das ist Jakobus 4, Vers 11 und 12. Sagt er, redet jeden das Gesetz und recht das Gesetz. Wenn du das Gesetz rechten tät, dann bist du nicht einer,
der das Gesetz hält, über ein Richter über das Gesetz. Gott allein ist Gesetzgeber und Richter, bloß er kann seilig merken und verdammen. Aber wer bist du, dass du deinen Bruder rechten lässt? So wir müssen dann denken, dass Rechten nicht unsere Sache ist. Das ist ans Bruder. Woran würden wir ans Bruder rechten? Wenn wir daran denken, dass wir wollen für Christus tun und dass wir nicht wollen für Menschen tun und dass wir nicht wollen andere Rechten. Und dann die zweite Ermahnung für die Schwachen ist, dass sie nicht hier in ihr Gewissen gehen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir uns die Gewissen reinholen, dass wir uns die Gewissen nicht stampmerken tun oder totbrennen tun, anders gesagt. Dass wir das ist fern, dass uns die Gewissen empfindlich ist. Weil dort erst ein bisschen zu tun, dass wir uns Gott verlangt, dass wir sollen ein reines Gewissen verdienen. Und wir lesen auch in Hebräer 9, wo es sagt, dass Gott, Jesus Christus hat sein Blut vergoten, um uns Gewissen reinigen. So es ist sehr wichtig, dass wir uns Gewissen reinholen. In der fünften Fall sagt er in Römer 14, 15, ein Mensch hat einen Tag Hecher aus den anderen meinen, die sind alle überein. Und das muss sich ein jeder in seiner Meinung sicher sein. So hier sind zwei Sorten Menschen. Einer läuft, er ist abgewaschen, das ist die jüdische Christen dann, die wird so gelehrt, dass Fleisch können sie nicht essen, und Halbjahr müssen sie holen. Aber Paulus sagt hier, und das muss sich in jeder einer sicher sein. So hier war er, wie man abpassen, dass wir andere nicht rechten sind. Er sagt, und das muss in jeder einer der sich sicher sein. Wir lesen dort wieder, das sagt, dass einer halt einen Tag hecher den anderen und der andere halt, der alle überein. So du musst die Ware abpassen, was wir tun. Wenn einer einen Tag Pott sagt, zu Gott zu ehren, weil dort ist reich für den zu tun. Und wenn der andere alle die Gott hält, um Gott zu ehren, das ist auch reich. So wir müssen die Ware abpassen, dass wir nicht rechten tun. In Römer 14 Fall sagt, ich weiß, und durch den Herrn Jesus sieht mir durch den Sache, dass nichts für sich selbst allein ist, aber wer sich was allein denkt, für den ist dort allein. So das ist wichtig, wenn wir uns was denken, allein zu sein, dann ist dort für uns allein dort zu tun. Wenn er dort nicht gut allein sein, wirklich. Wenn wir guten Frieden haben, das zu tun, aber wenn wir uns denken, was allein zu sein, dann ist dort für uns allein. In Römer 14, Vers 22, da sagt dort, hol ihnen Glauben über so eine Dinge zwischen die und Gott, glücklich ist der Mensch, der sich nicht schuldig fühlt über dort, was er reich zu sein. Dann sagt er, aber wer an Twiebel art, merkt sich schuldig, weil es dort kommt nicht in den Glauben. Was nicht in den Glauben kommt, ist Sinn. So wie sein das hier wohl wichtig, dass wir uns die Gewissen reinholen. Und er sagt, glücklich ist der Mensch, der sich nicht schuldig fühlt über dort, was er gleich was reich ist. So was immer das ist. Und ich will Ihnen ein Beispiel geben. Und das sage ich vielleicht, dass ich vielleicht mal geschwacke machen teilen darf. So, ich glaube, dass es nicht reicht, Kampfbeiste Kerken von der Hahn oder Nudelsuppe zu merken von Rindfleisch. Meine Frau ist ganz überzeugt, dass sie ganz sicher durch der ganz reich ist, so der fällt sich nicht schuldig über. Und ich will es durch belohnen. Und ich sehe Frau, dass sie mich nicht bematten, dass du von Häten, so da war wir Fan vorig, nicht? So das sage ich glücklich ist der Mensch, der sich nicht schuldig darüber fällt, was er gleich was reich ist, right? So, und das ist mit alles so. Was immer, wenn du eine Frau abkämpfst, in uns Leben, weil wir was tun, kommen wir an, weil wir irgendwas tun, kämpft eine Frau ab. Weil wenn die Frau abstunden wird, dann haben wir besser dort nicht zu tun, weil dann da wir gehen ans Gewissen gehen, und dann haben wir ans Gewissen Stand merken, und wenn das Gewissen nicht schwach ist, dann kommt das durch, dass wir keine Ermahnung mehr ist. Und dann muss ich vielleicht so denken, jemand hat gesagt, weil ich lebe mit einer Frau,
in ik voel me niet schuldig, so dan is dat ganz reich für mich zu tun. Dort ist nicht der Fall. Er hat sein Gewissen gegangen und hat sein Gewissen so durchgebrannt, so ich habe gleich mal die Ermahnung. Wir müssen aufpassen, wo wir das nehmen dann, dass wir uns nicht selbst reich geben. Das ist sehr wichtig, dass wir uns Gewissen empfindlich holen, dass wir das Schwab holen, weil dort ist zum uns wiesen, wo wir dann wiederkommen. So ich würde sagen, wenn wir irgendwo tun, wenn du eine Frau abstellst, ist das nicht Sinn oder ist das nicht ein Sinn, dann habe ich besser dort nicht zu tun. Weil Paul merkt das hier sehr klar und er ist sehr besorgt, dass die schwachen Brüder nicht was sein Gewissen verwunden. Dort ist sehr wichtig, dass wir uns Gewissen reinholen, dass wir Gott mit einem reinen Gewissen dienen können. In 1. Timotheus 1, Vers 5, da sagt Paulus es das, wo ein Uitzie ist das, dass die Christen sich uit ein reines Hort und mit einem guten Gewissen in einen starken Glauben möchten Gott sein. Und dann in den 10. Fall, du sagst, hol den Glauben und hol den Gewissen rein. Du seid einige, die mit ihren Glauben sind, zugrunde gegangen, weil sie in ihr Gewissen handeln. So hier sagt Paulus, du sind einige, mit ihr Glauben an der Grund gegangen, weil sie haben in ihr Gewissen gehandelt. So und das was passieren wird. Wenn wir ans Gewissen gehen, dann wir können unseren Glauben an den Grund bringen. Das was hier sagen, und dazu wäre es so wichtig, ist, dass wir nicht ans Gewissen gehen. Das sind gewisse Dinge, wo die Bibel sehr klar über ist, was Sinn ist. Und das sind auch viele Dinge, wo die Bibel nicht klar über sagen, dass das ein Sinn ist oder nicht ein Sinn ist. Und dazu wir das mal brauchen. Wenn eine Frau absteht, dann habe ich besser das nicht tun, weil wenn wir das danach tun, dann gehen wir ans Gewissen und dann tun wir uns Gewissen Schuden an, tun wir das verwunden. Und dann kommt der Paul dazu, dass wir keine Convictions mehr haben. In 1. Timotheus 4, Vers 1 sagt er, der Jesus sagt sehr deutlich, dass in der letzten Zeit einige von Glauben aufholen worden und sich an erführende Gäste in Lehren holen, die von Südung stammen. In einem zweiten Fall sagt er, sie wurden zu dit gebracht worden durch heuchlerische Lehner, die im Brandticken im Gewissen haben. So, wenn wir uns Gewissen bebrennen, dann lehrt uns dort in alle Seiten Sinnen an, in alle Seiten lesen zu lernen, was von Südung kommt. Dazu wäre es so wichtig, dass wir nicht in uns Gewissen gehen, und es ist sehr wichtig, dass wir nicht unseren schwachen Bruder dazu bringen, dass er was tun, dass er in sein Gewissen gehen. So Paulus wird sehr besorgt haben, dass die schwache Bruder, dass er nicht gut was tun, dass die schwache Bruder würde sein Gewissen schuden tun. Und dann die Ermahnung für die Starke. In Römer 14, Vers 1 sagt er, nehmt die ab, die danach schwach sind. In dem 15. Kapitel, in der ersten Fall sagt er, wie die stark sind, sollen die Schwachheiten haben zu trauen. So hier sagt er, nehmt die ab, die noch schwach und Glauben sind, aber nicht über ihre Meinung zu urteilen. So wir sollen die Schwachen abnehmen, aber nicht ab Sinnen war dass wir über ihre Meinung zu urteilen oder rauftäten oder die verachten. Das ist dort. In der dritten Vers gesagt, wer eten dat, soll den nicht verachten, den nicht art. So wir sollen den nicht verachten, der nicht eten tun. Sie wenn die schwache Christen fährten, wenn die zum Glauben kommen, die dann sich fährten Dinge abmerken, mit das erste Mal in Mexiko, wenn wir 500.000 Tünen gehen, dann sahen wir dort einen Jach ab. Und fährten da wir als Christen, wir dann uns Dinge sahen, und für andere Menschen macht das vielleicht so lauten, die merken sich Gesetzen ab,
Aber das ist für uns ein Tun, dass wir sein, was wir zu tun haben. Und sagt wir uns ein Joch ab, so dass wir nicht durch den Tun gehen tun. So wir müssen abpassen, dass wir nicht kurz über den Schwachen raufchecken tun, in den verachten tun, über dort, was er tut. Er wartet noch, was du kommst. Der hat den Zeit. Hab Geduld mit denen. Es hat vielleicht diese Dinge, um sich weiterzuholen von besser Dingen. So werden wir abpassen, dass wir nicht kurz gehen in den verachten und sagen, hey, die, was die satzlich, das ist gleich neidig, dass die das. Wenn wir den Tag lüten, dort ist nicht an der Sache, den guten Putze rauf zu reden. Weil dann da wir mehr Schulden aus nützen. Das sage ich, wer du eten darf, soll den nicht verachten, der du arzt. So, wenn wir den verachten, dann da wir an der Weich sein, sagen wir, du mal, ich besser als die. Ist das nicht, was wir sagen, wenn wir den verachten, dann? Weil dort meint so viel, ich sage, ich bin besser als die, wenn ich die verachten darf. Dann der 10. Vers sagt das, wo das sagt, dass wir müssen alle für Gott sein Rechter stillstehen. Wenn wir dort zu Gott lassen, wenn wir den Bruder Zeit geben, zu wissen, dass Gott den kann auch wiederbringen. Das zeigt wieder, das zeigt aber in der Stelle, dass wir sollen abpassen, dass wir Gott sein Wort nicht an den Grund bringen. So wenn Gott in Arbeit an diesen Bruder tät, und wir gehen und stärken unsere Nächstenmann und verachten den und sagen, hey, das ist gleich neidig, dass du hast, die kostet daunen, weil dann bringen wir Gott sein Wort an den Grund, was Gott daunen will an den Menschen. So wir müssen abpassen, dass wir Gott nicht in den Stich gehen, weil wir den Zeit geben. Weil wir nicht Steine an Weich schmieden von unserem Bruder. Mit seinen Dingen. Und 13. Vers sagt, weil wir dann nicht mehr einer den anderen rechten, über uns lieber vernehmen, den Nächsten nicht ein Hindernis sein, an seinen Weich zu sein. So, weil wir uns vernehmen, dass wir nicht wollen ein Hindernis sind an unserem Bruder, aber lieber, dass wir am Tern mithalten, dass wir am Tern, das zeigt, dass wir sollen der halten, ihre Schwachheiten zu drehen. Nicht Steine in den Weich schmieden, wo er kann fallen. Dann sind wir schuldig. In 14. Vers sagt ich, weit, und da ich dem Herrn Jesus hier mir dann sage, dass nicht, was ich selbst arren ist, aber wer sich was arren nennt, für den ist das arren. So, wir werden abpassen. Und dann die 15. Vers sagt Paulus, der sagt, aber wenn du deinen Bruder staatst, dich dort, wo du eten das, dann bist du nicht leibtulich an deinen Wandel. Bring den nicht an den Grund, durch den Eten, für den Christus gestorben ist. So hier sagt Paulus, wenn du deinen Bruder staatst, dich dort, wo du eten das, dann bist du nicht leibtulich an deinen Wandel. So was immer das ist, wenn ich meinen Bruder steiten da und ich weiß, dass die haben gewisse Dinge, wenn ich einen Freund habe, und die sind Menschen, die steiten sich da an, wenn Menschen einen Suit Teil haben, ein Kleid haben, die meinen sich da was mehr, so die steiten sich da an. So wenn ich so einen Freund habe und weiß, dass die steiten sich da an, und ich trage mir das an, ich führe die Hand spazieren, dann sagt Paulus, dann lebe ich nicht leibtulich, dann ist mein Wandel nicht reich. Sie dann habe ich nicht eine reiche Anstellung. Wenn ich das kann tun, wenn wir Dinge auch tun und tun, aber wenn dort ans nächsten steiten geht, dann soll wir dort nicht tun. In Vierten, dann muss uns dort was kosten. Aber erst dort nicht wert, am Frieden zu haben, ich glaube, das erst. Und einmal ist das nicht leicht. Aber wir sollen immer nur sein, was immer das ist, erst irgendwas, was ich da, was meinen Bruder steiten kann, und dass die dadurch kann zu Fall kommen. Und wenn wir 1. Korinther 8, Vers 8, durch 13 lesen, dann, da sagt Paulus es das, über Fleisch aus Nahrung eten, merkt uns für Gott nicht schuldig. Wir sind nicht schlechter, wenn wir nicht eten, und wir sind nicht später, wenn wir eten. So Paulus sagt hier, Fleisch eten, für unsere Nahrung, das ist aller gut. Wir sind nicht später, wenn wir nicht eten, wir sind nicht schlechter, wenn wir eten dann.
Dann sagt er, sieht aber vorsichtig, dass die Freiheit nicht wird, wo über die Schwachen fallen. Wenn wir mit dieser Erkenntnis in der Tempel eten, dann kann das sein, dass ein Bruder mit einem schwachen Gewissen am sitzt. Sagt er, würde er da nicht verletzt worden, den sein Gewissen auch eten, in was die Jette hier abhat wir? Sie Paulus sagt hier, dass wenn wir das tun können, und wir sollen vorsichtig sein, dass wir unsere Freiheit, dort, was wir Freiheit haben, dass wir nicht unseren Bruder damit streiten tun. So, wenn ich nicht was die Freiheit hat, was immer das ist, und ein anderer schwacher Bruder, der würde mir dabei sein, und ich weiß das, der hat was gehen, der glaubt noch, das wir erreicht, und ich das, und der würde es sein, dass ich diese Dinge tue. So dann kann es sein, dass er vielleicht wird für Isaac werden, dass er das auch tut, weil er sagt, ich tue das, und dann würde er das auch tun, aber an seinen Gewissen kann er das nicht tun. So dann kann ich den was bringen, dass er in sein Gewissen gehen, und dann würde ich sein Gewissen verwunden. So, das ist für mich sehr wichtig, dass was wir tun, dass wir abpassen, dass wir nicht tun, wo wir unseren Nächsten streiten tun. Und wo wichtig das ist, uns ihnen Gewissen reinzuholen und es dann abzupassen, dass wir in anderen, unseren Brüdern sein Gewissen nicht wollen verwunden. Sagt er, dann würde der schwache Bruder durch seine Erkenntnis umkommen. So, das sagt, die können das so weit bringen, dass der schwache Bruder durch dort, was er da auch wird tun. Und dann sagt er, dann kann das sein, dass der schwache Bruder wird umkommen. Und du bist dort nicht, du bist dort doch deinen Bruder, für den Christus gestorben ist. Wer würde denken, dass ist uns Bruder, für den Christus gestorben ist? Wer würde den nicht umbringen, mit dort zu tun, mit so Dingen zu tun, wo wir Freiheit haben, über wo er sich gut streiten, wer würde vorsichtig sein? Der 12. Vers sagt, wenn diejenigen, die Brüder sind, in denen er schwache Gewissen verwunden, dann sind die in Christus. So Paulus sagt hier, wenn die das tun, dann sind die in Christus. Wenn wir den schwachen Bruder sind Gewissen verwunden, dann sagt er, dann da wir nicht bloß die in denen sind, aber da wir die in Christus sind. Und dazu wäre es sehr wichtig, was wir tun. Und wenn wir das Kapitel leben, dann, ich glaube, dann würden wir nicht so viel Trouble haben, Frieden haben, einer mit dem anderen. Und das ist wichtig. In jeder Einzelne, Paulus sagt, in jeder Einzelne soll tun, was er kann, um mit allen Menschen Frieden zu haben. In der 20. Vers, Römer 14,20 sagt dort, da wir in den Eten nicht Gott sein Werk an den Grund bringen, dort ist alle rein, aber dort ist nicht reich, was zu eten, wo ich den Bruder zu voll haben. Dort ist besser, nicht Fleisch zu eten, oder Wein zu trinken, oder irgendwas was zu tun, woran den Bruder sich streiten wird. So hier sagt er, richtet es Dinge ab, und dann sagt er aber noch, oder irgendwas was zu tun, wo den Bruder sich steht. So das ist nicht bloß Fleisch essen oder bloß Wein trinken, aber das ist irgendwas, wo wir uns den Bruder mit streiten. Und dort kann verschiedene Dinge sein, was immer das ist. Wir müssen immer dann aufpassen, dass wir unseren Bruder nicht streiten tun. So wir sollen nur Frieden streben. Und uns ja das alles scheint, wenn du Frieden hast, wir gleichen Frieden haben. So dann haben wir eine Arbeit zu tun, dann sollen wir das tun, was an uns liegt, uns Part tun, was immer wir können, am Frieden zu haben mit allen Menschen. Und dann, wenn in der 16. Fall sagt, dass Luther nicht so weit kommen, dass du eben gelastet wird, was für die gut ist. So, wenn wir aufhörsüchtig sind oder glücklich mit diesen Sachen umgehen, und du nicht nur abpassen, dann können wir das dazu bringen, dass du eben gelastet wird, was für uns gut ist. So, wenn wir die Dinge abpassen, wo wir damit umgehen, mit den Dingen, wo wir Freiheit haben, wir kennen die dann, aber wenn das soll uns Bruder streiten, dann kann es sein, dass du eben gelastet wird, was für uns gut ist. Mit der 17. Vers
Du sagst, wenn so Gottes Reich es nicht eten und trinken, dort es nicht Gerechtigkeit, dort es Gerechtigkeit und Friede im Heiligen Geist. So Paulus sagt hier, dass Gottes Reich es nicht eten oder trinken, oder anders gesagt, dass Gottes Reich es nicht an die Dinge, wo wir Dinge tun, oder was wir tun, dort es Friede, Gerechtigkeit, Friede im Heiligen Geist. Das ist, was es ist. Für uns zu sein, Pferden, wenn wir Dinge tun, wir merken uns was ab. Like some Schulen, die haben die Kinder, die tragen sich alle über rein an. In das laut Schmack von Menschen, die in der laut Schmack, wird es nicht, wo Gott nicht checken das. Gott checken das hart. Gott checken den Frieden, wo der Frieden ist. Wenn diese Dinge auch Geschmack luten tun, wird es nicht, wo Gott nicht checken das. Gott wird uns fragen, was wir tun haben, was an uns hart ist. Und dann in der 18. Vers sagt es, wie Christus daran deint, und den hat Gott eingefallen in kein für Menschen bestunden. So wenn wir Friede im Heiligen Geist haben und wir tun streben, sagt er, wie Christus daran deint, und den hat Gott eingefallen, und die werden gefallen haben an den Menschen. Die Menschen werden gefallen haben an denen, die kein für Menschen bestunden bleiben. So wenn wir so leben, wenn wir nur streben, nur Frieden haben mit unseren Brüdern, wenn wir Christus tun, dann hat Gott an uns gefallen und wir können für Menschen bestehen und dann werden die Menschen gefallen haben an uns. Und wenn wir ihren Rechten tun oder verachten tun, dann haben die kein Gefallen an uns, dann tragt sie sich weg von uns und dann bringen wir die zum Fall. In Matthäus 4, Vers 9, da sagt Jesus ist das. Seilig sind die durch Frieden merken, die wollen Gott seine Kinder halten. So, seilig sind die durch Frieden merken, dann die wollen Gott seine Kinder genannt. In Jakobus 3, Vers 16 und 18 sagt er, wo die Menschen oft ganz dich in Musik sind, du hast alles uit de Ahnung und du jedet beißt hau. Die Weisheit von Buben als erstens rein, dann friedlich, gelindt, laat sich sein, erst voll Mitleid in gute Worten, erst nicht parteiisch und hechelt nicht. Die Gerechtigkeit ist eine Art, die in Fried von der gesagt wird, die durch Fried verbreiten. Die Gerechtigkeit ist eine Art, die in Fried gesagt wird. So, wir wissen, die Bibel sagt, was wir sehen wollen, das wollen wir arten. Wenn wir wollen Fried sehen, dann wollen wir Fried arten. So, es ist wichtig, dass wir Fried verbreiten dann. Dass wir Fried merken, dass der sagt, seilig sind die, die Fried merken. Im Fried von der gesagt wird, die durch Fried verbreiten. So, wenn wir Fried verbreiten, wenn wir Frieden merken. In Kolosser 3, 14 und 15 sagt er, und über alles sieht leibtulich, so dass alles zu einer vollkommenen Einigkeit verbunden wird. In Lut Christus in Fried an jene Worten regieren, Gott hat ihn dazu gewählt, sein Fried zu haben, aus Leder und einen Körper und sie dankbar. Sie Christus hat uns dazu berufen, zum seinen Fried haben. So dann sollen wir wirklich Fried haben mit unseren Nächsten. Und wir sollen dankbar sein für so einen Fried. Und wir sind dankbar, wenn der Fried ist. Weil der Unfried ist, wenn der Sang ist, das wird uns nicht scheinen. So wenn wir dankbar sein, wenn der Fried ist, wenn wir Fried verbreiten, wenn wir Fried merken, was immer wir tun können, um mit allen Menschen Fried zu haben, so ist Paulus sagt. In 2. Korinther 13, Vers 11, da sagt Paulus, dass zuletzt, meine Brüder, seid froh, dort was reich ist, dort was reich ist, lut ihn trösten, seid ihn einig, seid friedlich,
Eins leiftuliger en fredeliger Gott, wat dan met dien zennen. Sie wollen wie wollen Fried streven, wie wollen Fried machen, Fried verbreiten. Und alles tun, was wir können, um mit allen Menschen Fried zu haben. Dann sage ich, dann wird Gott mit uns sein. Ein Ziel soll immer sein, einer den anderen helfen abzubieten. So ist das in der zweiten Vers sagt, Römer 15, Vers 2. Weil wir alle unseren Nächsten zum Gefallen leben, dort dort zum Gauden und zum Abbieten deinen kann. Und das wird ein Ziel soll sein, dass wir immer so eine Einstellung haben, dass wir immer wir leiden, dass wir immer das Ziel haben, wir wollen unseren nächsten Bruder halten und seinen Weg am Halten abzubieten. Und dann Römer 15, Vers 5. Und möchte Gott von den Geduld Trost haben, die das schenken, dass die in Christus Jesus einig sind, dass die alle taub einstimmig an den Herrn Jesus Christus, seinen Gott und Vater loben. So, wenn wir hier in der Kirche sitzen und wir haben nicht Frieden, eine Herr ist die andere, es ist nicht Frieden, dann können wir nicht an den Herrn einstimmig loben. Und wenn wir Frieden haben, wir sind alle ein, dann können wir, Jesus hier sagt, dann können wir alle taub einstimmig mit einem Sinn, mit einer Meinung Gott loben und preisen. Und wenn du nicht Frieden hast, dann können wir das nicht tun. Da sagt, dass die alle taub einstimmig an den Herrn Jesus Christus, den Gott und Vater, loben. Und dann der 7. Vers 15, Römer 15, Vers 7 sagt, nehmt ihn und ihren anderen so ab, als Christus dient, Gott zu ihren abgenommen hat. Wir sollen uns so abnehmen, einen anderen, dass Christus uns abgenommen hat. Gott zu ehren, er nimmt uns ab, am Gott zu ehren, und wir sind schuldig, einen den anderen abzunehmen, am Gott zu ehren. Und wenn wir einen anderen abnehmen, dann tun wir Gott ehren damit. Und das, was wir schuldig sind. So, weil wir uns helfen, einer den anderen abbieten, weil wir uns einer den anderen abnehmen, und wenn wir schwach sind, weil wir die Schwache abnehmen, das ist das sagt, dass wir schuldig sind, wir sollen die Schwache abnehmen. Woher nimmt Christus uns ab? In Römer 4, Vers 9 sagt das, oder 4, Vers 6, als wir uns selbst nicht helfen können, stirbt Christus für uns gottlose, gerechte Zeit. So, Jesus Christus nimmt uns ab, als wir noch schwach wären. So, weil wir dann nicht die abnehmen, was noch schwach sind. Wir sind das schuldig, weil wir dann denken, dass Jesus nimmt uns an, als wir noch schwach wären. In 2. Petrus 3, Vers 14 und 15 sagt er, du wen, liebe Brüder, willst du nur lehren, strebt du nur, dass die wollen Frieden haben, in rein, in fehlerlos sein, wann er kommt. Also hier redet Petrus von Jesus in Wiederkommen, wo er wird wiederkommen. Und dann sagt er, du wen, liebe Brüder, willst du nur lehren, strebt du nur, dass die wollen Frieden haben. En rein en fehlerlos zijn wann hij komt. So, waar we fehlerlos zijn, waar we vrede hebben, dat we worden reit zijn, dat we worden vrede hebben, wanneer Jezus komen wordt. In de 15e vers zegt, en denk eraan dat je God zijn geduld te jene radung dient. Zo heeft ons, lieber Bruder Paulus, ook geschreven, durch de wijsheid die hij gekregen had. So, waar we geduld hebben met onze broeder. Krijgt es Gott geduld haben mit uns. Er sagt hier in 2. Petrus 3,15, wir sollen daran denken, dass Gott seine Geduld für uns, dass dein Durchtour, er lehrt, wir sollen gerat werden. Er will nicht, dass irgendwer soll verloren gehen, sondern dazu, wenn er so viel Geduld hat, er lehrt, die Menschen sollen alle Namen kommen. Und dazu, wenn wir schuldig sind, Geduld haben einer mit den anderen. Und es ist sehr wichtig. So, wenn wir mein Gebet wird sein, dass wir das Wort, dessen Kapitel, was Paulus hier geschrieben hat, in uns Leben anwenden und dann nur zu leben. Und ich glaube, dann, wo wir Frieden haben. Und jeder Einzelne, was dort tun, was er kann, um Frieden haben mit allen Menschen, und dann so zu leben, was Paulus hier sagt,
aufpassen, vorsichtig sein, dass wir nicht an den Brüder streiten mit irgendwas, was wir tun. Und auch das Zweite, sehr wichtige Part, dass wir nicht gehen ans die West tun, dass wir nicht alle reich berieten tun, können in unser Leben und dort für uns Leben brauchen. Ich glaube, dort wird ein großer Segen sein für uns. Wenn wir das wirklich ausleben, dann soll ich euch sagen, dass wenn wir andere Rechten tun, dann tun wir nicht waschen. Aber wenn wir das an uns selbst anwenden, dann wollen uns die Bord und dann waschen wir. So, das ist wichtig. Und so ich euch sagen, dass das Christus in der Gemeinde ist von allen Sorten Menschen Typgestalt, alle Sorten Religion, alle Sorten Menschen sprechen. Und wenn wir einmal in der Offenbarung 5 lesen von, dass im Himmel, du wird nochmal von Menschen sein, von allen Sprachen, von allen Völkern. So, das ist auch wieder das Wahre. Christus in der Gemeinde ist nicht bloß eine beste Gemeinde oder beste Sorte Menschen, die sagt, werden alle Sprachen, von allen Sorten Völker sein. So, das sei wieder das. Und das ist so wunderschön, wenn wir als Christen, wo immer wir sind, ist dort eine andere Sorte Menschen haben, eine andere Kleider. Wenn wir top sind, sehr bald spüren wir dort, was die von Jesus haben und dort die Christus angehören. Und das ist so wunderschön, dass wir dort spüren können und dass wir dort weiten können, dass wir nicht rauftreten dürfen, wenn die nicht kriegen, dann was wir tun, oder nicht von dieser Art Menschen sind, was wir sind, dass wir über alle eins sind. Wir sind im Himmel, wo wir nochmal alle eins sind. So, deswegen sage ich, soll ich hier ab Erden Frieden haben, einer mit anderen kriegen, und wer das ist. Wenn Christus die abgenommen hat, wenn Christus mich angenommen hat, dann sagen wir ein, Christus ist für uns gestorben, dann sagen wir ein an Christus. So muss Gott das Wort segnen, so muss wir wirklich das tun, was Gott sein Wort sagen wird, in Frieden, das ist ein großes Ding, ein sehr wichtiges Part in uns Christen erleben, was wir schuldig sind zu tun, dass wir die Welt nicht ein falsches Bild geben, von wer Gott ist. Gott ist friedlich und wir sollen auch Frieden haben. So werden wir nach aller zu beten. Vor den Himmel, wir kommen für den Heilig angesagt von uns Morris. Wir danken dir für den Wort. Wir danken dir für, was du uns den Wort gegeben hast und dass du uns alles sein, das wir zu leben haben. Und besonders auch zum Frieden haben, Gott. Gott, ich bete, dass wir wirklich würden alle Dinge streben, dass alles tun, was wir können, mit allen Menschen Frieden haben. Gott, du dir uns halten dort. Und musst uns halten, dass wir nicht gleichgültig sein, Dinge zu tun, womit wir unseren Nächsten streiten können. Gott, ich bete, dass wir uns halten, dass wir danach streben, dass wir immer mit die Verlangen haben, in den Ziel haben, unseren Bruder zu halten, an seinen Weg abzubiegen, Gott. Gott, ich bete, dass du das wirst sehen, zu dienen, zu uns alle, und help uns das anwenden an uns Leben. Dat wird viel Frucht bringen und dass du Frieden mit uns Christen sein. Das alles bete ich in Jesus' Namen. Amen. Dankeschön für das sehr passende Wort. Ich glaube, wir können alle aus Erfahrungen vertellen, von wo du unfriedlich warst in unserem Leben, in der Vergangenheit, und wo schlecht das geht, und wo viel besser das geht, im Frieden zu leben. Ich dachte besonders schon an Römer Kapitel 14, Vers 4, wo wir lesen, dass ein Mensch hält einen Tag härter als den anderen. Ich weiß noch, Jahren 3, ich arbeite mal in der Fabrik, wo wir gewarnt werden, wir halten das der, wo wir helden der halten, wo andere, was auch die Christen andeuten, die halten der aber nicht herrlich. Und dann gibt es eine große Streiterie auf einmal. Und eins von dem, was ich für mich nicht sollte sein, die wir stärker am Glauben als wir wären. Dann kommen sie noch mal fragen, warum halten das der herrlich? Und wir werden wirklich nicht mal gelehrt, warum wir das der sollen herrlich halten. Wir wissen, dass das der muss wir herrlich halten, und Jandach muss wir herrlich halten, und warum krieg ich kann nicht mal eine Antwort geben darauf. Und das geht mir ganz krasslich an. Und das andere, die wir sozusagen, dass wir nicht Christen, aber die gehören zu einer anderen Gemeinde. Und dann kommen sie noch mal ans Fragen, weil sie wissen, dass wir haben durch ab ihrem eine Antwort für. Und dann geht es schein ans mit sozusagen Dulteraden wegen. Und das geht mir sehr an. Und dann noch mit mir fair, das will ich mir sagen, warum wir das der herrlich holen leiden.
En dan deed ik ook. En te ons te zijn, wie wir geleerd, wir sollen das ja herrlich holen. En we deden dat God in de eer. En ik geloof, God nam er ook aan als in de eer. En ik geloof zuerst, dat wanneer God het doen in de eer, wat immer wir doen, wanneer het niet jij in de schrift zijn dat, ik geloof, dan is het goed te doen. Wanneer Jesus ons vermoeden dat en welke dingen dan dat doen. God heeft ons den Heiligen Geist gegeven, der hat uns vermoeden, wanneer wir uns schlecht fühlen über irgendwas Wort. Darf ich denken, was uns nu wieder leiden mit dem Gesang zum Schluss? Wir singen mit 213. Nichts kannst du tun zur Erlösung. 213. Nix kannst du tun zur Erlösung, sie ist ja verbrannt, sie ist da. Du sollst sie nur nehmen und loben, um ewig errettet zu sein. Nix kannst du tun zu vergeben, den Gnaden, den er nicht verdient. Gerechtigkeit ist dir erworben, von dem der die Sünde gesühnt. Nichts kannst du tun für schneeweiße, im Blute gewaschene Kleid. Du lass dich im Glauben dran leiden, so zieh dich vor Gott Heiligkeit. Nichts kannst du tun für die Wohnung, die Gott in Salem erbaut. Nur komm, weil ja alles bereit, so ruft der Geist und die Braut. Nichts kannst du tun für den Himmel, das selige Herrlichkeitsreich. Der Beste und der Vater, der Jesus geschenken Sohn. Nichts kannst du tun zu der Würde, zu tragen die goldene Krone, die dir aus Gnaden geschenkt, nur demütig nieder am Thron. Wir laden noch mal an jedem einen für die englische Botschaft zu bleiben. Aber wenn die von hier gehen, da wird noch mal eine Gelegenheit gegeben, Abfahrt zu geben. So, werden wir noch einmal zum Schluss unser Haupt annehmen zum Gebet. Gott, himmlischer Vater, wir neigen uns noch einmal zum Schluss für den Heiligen angesagt, Gott. Wir danken dir, für den Wort, das wir gehört haben. Und das ist so neidig, dass wir das Wort annehmen und hören, Herr. Ich bete, dass wir das möchten anwenden in uns Leben, dass wir nicht wollen vergessen von was wir gehört haben. Und ich bete, dass uns Leben, uns christliches Leben möchte immer sein und streben, dass wir uns einig sind, einer mit den anderen, dass wir im Frieden leben, Herr, dass wir uns einer den anderen eingehen und den nächsten leben. Und wenn sie auch schwacher sind als wir sind, einzutieden, aber ich bete, dass die uns möchten wissen, wo sie schwacher sind und wo die dort fehlen, vielleicht, dass wir ein Leben wollen, abheben in ein Leben und halten und wassen in Jeselchen, Herr, dass wir wollen immer nur streben, dass wir uns wollen eingehen und leben einer den Nächsten, Gott. Das ist den Wellen, dass wir von das mal gehört haben. Ich bete, dass wir das wollen, den Wort mitnehmen und uns Gott anplanten, dass wir da immer wollen und denken, wo die was haben, wo wir leben sollen, Herr, als Christen, dass du musst geirrt und verherrlicht werden dadurch in uns Leben, Gott. Und ich bete, Herr, für jedem einen, wenn wir von hier gehen, dass du musst uns leiden und führen und uns zum Licht merken, Herr, zu den anderen, die nicht angehören, und dass die können sein, wer wir sind, dass wir wem anderen angehören aus der Welt, dass die möchten auch ein Verlangen kriegen, einen Hunger kriegen, durch den Leben, was wir leben, und Gott, musst du uns leiden und führen und beschützen. Und ich bete auch, Herr, für die, was du
ein Opfer geben, dann, dass die einfach segnen und dass die das Opfer segnen, Herr, dann die kann ich hier wieder bühren ab Erden. In die Namen bete ich mit Danksagung. Amen. Wir sind erloten.